Willkommen hier bei Sinnlose Let's Plays auf Retrocache. Und wenn ihr seht, ich mache ausnahmsweise mal eines von meinen Versprechen wahr. Und zwar spielen wir hier ein Spiel jetzt von einer Dreamcast-Konsole und nicht mehr von einer Nintendo-Konsole. Das Spiel kommt von Z2 und hat es eigentlich auch auf Nintendo 64 gegeben, habe ich jedoch vorher auch nicht gewusst. Da habe ich erst herausgefunden, als ich dort den Namen mal eingegeben habe und ein bisschen nachgelesen habe. Das ganze Spiel ist ein Puzzler. Ein Puzzler ist eigentlich so etwas ähnliches wie das Tetris. Und eigentlich ist so genremäßig ist ein Puzzler, ja. Wie gesagt, aber es hat recht ähnlich mit Tetris, einfach dass er ein bisschen in 3D gehalten ist. Also ich werde jetzt da das Spiel ein bisschen zulabern. Ihr habt hier die Fläche, die Platte, und dann habt ihr da so Elemente, wo euch quasi den Boden aus der Erde schiessen lässt. Dann gibt es aber auch noch die entgegengesetzten Pfeile, die noch die Erde oder halt da die Plattform wieder absenken können. Spielprinzip, um was geht es eigentlich? Wir müssen irgendwie Mauern bauen, damit das Wasser möglichst auf dieser Plattform behalten, weil Entschuldigung, früher oder später kommen dann Wasserwolken, so wie die hier. Und dann müsst ihr schauen, dass das Wasser nicht über den Rand ausläuft. Eigentlich ist es wie eine Vorstellung, also ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, so eine Vorstellung, wenn die Welt flach wäre, oder? Und er hockt da unter dieser Welt und alles, was drüber runterläuft, kann euch gefährden, weil ihr könnt ertrinken, so quasi. Das ist jetzt meine Vorstellung. Vielleicht haben das die Entwickler auch ganz anders gesehen oder anders wollen, aber ja. Dann gibt es noch andere Elemente, die werden dann vorher oder später auch noch auftauchen in dem Spiel. Zum Beispiel ein Feuerball, der jetzt kommt da. Mit dem könnt ihr eigentlich das ganze Wasser wieder wegschmelzen. Und die Bomben haben wir auch gesehen, die machen da so Löcher, die sind natürlich auch nicht gut, weil durch die Löcher läuft das Wasser natürlich auch über euren Kopf, bös gesagt, wenn es jetzt meine Vorstellung in dem Sinne so würde stimmen. Zusätzlich regnet es zwischendrin auch noch ein bisschen, läuft natürlich das Wasser dort dann auch über den Rand, was auch nicht so gut ist. Ich habe das Spiel vorher eigentlich noch gar nicht gekannt, als ich kleiner war. Ich bin jetzt erst vor kurzer Zeit drauf gestoßen, als ich mir gekauft habe, gedacht, ja, hat da nicht viel gekostet. Ich dachte, ja, wir können es mal ausprobieren, können es mal anschauen. Ja, zuerst denkt ein Puzzler, ja, okay, mal, gut. Dann habe ich es angefangen zu spielen. Dann muss ich sagen, oh nein, ich glaube, ist doch nicht so interessant das Spiel. Also zum Zuschauen ist ganz sicher nicht interessant. Aber zum selber Spielen habe ich nachher feststellen, mal, es hat doch einen gewissen Reiz. Mit dem Highscore-System dann nachher halt jedes Mal probieren, ein bisschen besser sein als das letzte Mal. Hat doch durchaus seinen Reiz. Es ist natürlich für die Zeit ganz ein innovatives Spiel gewesen und ich glaube, die Entwickler haben sich da mit so einem Spiel auch etwas getraut, was sie auf den Markt gebracht haben. Vor allem zu der Zeit, wo halt wirklich alles noch hardwaremäßig rum war und nicht heute wird alles, nicht so wie heute, wo man sich alles kann absaugen, streamen oder weiss ich was alles. Ja. Jetzt haben wir den nächsten Level erreicht, Level 2. Da ist das Ganze eigentlich wie beim Tetris, die Elemente, die ihr da habt, die kommen dann auch ein bisschen schneller oder langsamer oben runter. Und eben, wenn ihr da so Löcher macht mit der Bombe, schaut, dass ihr die irgendwo macht, wo noch nicht einen Haufen Wasser drin habt und dass ihr die Löcher möglichst schnell wieder verschliessen. Weil da kommen wir auch ein bisschen weiter bei dem Spiel. Und halt eben mit dem Feuerball immer schauen, möglichst, dass er das Wasser wegholt. Eisalarm, das heisst, es gibt jetzt so einen Eisblock, der runterkommt, wo nachher das Wasser eigentlich einschmelzt.
Ob das jetzt förderlich ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube jedoch, wenn das Wasser gefroren ist und ihr einen Führball habt, dann könnt ihr noch das Wasser wieder auftauen und nicht verschwinden lassen. Deshalb ist, von dem her ist eigentlich das Eis, glaube ich, eher ein bisschen hinterlich. Was natürlich aber auch ist, wenn ihr das Wasser eingeschmolzen habt, dann kann es euch dafür nicht mehr davonlaufen, was wieder ein Vorteil wäre. Ja, darum sage ich, gut oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt und jeder für sich selber entscheiden, wenn das Spiel natürlich spielt. Ja, jetzt haben wir die Situation, jetzt haben wir das Wasser noch aufgetaut und nicht können resetten, weil es gefroren war. Ja, dann werde ich wahrscheinlich jetzt eher ein bisschen weniger reden, weil ich glaube eigentlich habe ich das meiste, was ich wollte sagen, habe ich erzählt. Es war wieder Spaß gewesen, das Wasser deleten mit dem Führball. Ja, sonst schreibt mir doch in Comic, kennt ihr das Spiel, habt ihr das schon mal gespielt? Wenn ihr es schon mal gespielt habt, was haltet ihr davon? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Spiel bei den meisten eher nicht so gut ankommt, weil für so einen richtigen Hardcore-Gamer, ja, unser 9. ist jetzt eher ein Spiel für Gelegenheitsspieler und ich glaube, nach 2-3 Runden ist bei dem Spiel eigentlich auch jeder drin. Sollte plus minus jeder verstanden haben, um was das geht. Ja, vielleicht zu mir im Moment mal kurz zusammengefasst, wie es jetzt da läuft. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt da einfach mal ein Jahr lang alle Woche ein Video raushauen und mal schauen, wie denn das Ganze funktioniert. Und jetzt haben wir da mal so ein kurzes Zwischenfazit probieren zu ziehen. Ich habe Lolos Adventure und jetzt hat der Creature endlich vorher, und jetzt wieder. Was ist denn damit? Ja, was der endlich auf sich hat, da weiß ich jetzt nicht einmal, ehrlich gesagt. Jetzt sind wir ein Erdbeben. Und jetzt hat es uns da relativ die ganze Ware, die wir gebaut haben, wieder zusammengeschüttet. Und jetzt müssen wir da halt wieder anfangen, unsere Mürli bauen, dass das Wasser nicht ablaufen kann. Eben, kurzes Zwischenfazit, das Ganze ist etwa so angelaufen, wie ich es vermutet oder gedacht hätte. Haufen Klicks habe ich nicht generiert und geschweige denn Abos, ich glaube. Ich sage ja auch, sind sinnlose Let's Plays und ich glaube, die wenigsten haben Zeit, um sich so einen Schwachsinn reinzuziehen. Ich werde es jetzt trotzdem probieren weitermachen. Ich werde auch probieren, an dem Turnus von dieser Woche, jede Woche ein Video probieren festzuhalten, weil was man versprochen hat, das sollte man ja auch probieren zu heben, auch wenn das Ganze halt nicht so kommt oder nicht über den Erwartungen liegt. Aber ich glaube, so schlecht ist es jetzt aber nicht. Ja, in dem Fall, in dem Zusammenhang möchte ich mich sonst gerade noch bedanken für die sich die Zeit genommen haben und ihre Lebenszeit vergeuden mit so Sachen anschauen von da, was ich da mache. Denn das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, so weit bin ich im Fall noch gar nicht gekommen, wie ich jetzt gerade im Moment dran bin. Und da obwohl ich eigentlich noch Schrott am Labern bin dazu. Aber ich glaube nicht einmal so schlecht, die Runde da. Ja, damit bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Freut euch auf die nächste Folge. Ich werde es jetzt da noch spielen, bis es mich hat und da auch so ein Video reinlassen. Aber ich werde jetzt einfach mich vorzeitig verabschieden und sage bis zum nächsten Mal.